Wie haben wir jetzt das gemacht, wo ich da... Ah nein, genau, der Stöpsel mit seinem Bart über meinem Kopf. Ja, genau. Genau, das war es. Ich habe Indien einmal aus Filmen gekannt und habe ungefähr gewusst, auf welches Chaos ich mich einstellen muss. Aber eigentlich sind wir völlig vorurteilsfrei. Einfach haben wir gesagt, wir schauen jetzt mal, wie es ist, wie es aussieht. Ja, wir sind spontan hierher gekommen und haben uns einfach im Prinzip treiben, oder? Wir haben keine konkrete Vorstellung. Der Nächste gesagt, dort müsst ihr noch gehen, da ist noch schön. Dann haben wir gesagt, also gut. Und so sind wir hin und her getrieben worden. Nein, es ist Buda. Wir sind Marcel und Wiebke und kommen aus dem Luzernischen von Vitznau am See. Was geht das? Ja. Hier sind wir das zweite Mal und angefangen hat es damit, wo unsere Kinder aus dem Haus gegangen sind. Sie sind erwachsen. Haben eine der Töchter auf die Idee gehabt, ja, wir müssen jetzt einmal eine Ferien ermöglichen, die wir eigentlich das Lebtag lang nie hatten, wo wir zusammen waren. Come on! Yeah! Yeah! Dann haben wir uns mal entschlossen, wir gehen auf Indien. Das ist an und für sich von mir hergekommen, weil ich mal vor 35 Jahren hier in Delhi war. Und unter anderen Vorzeichen habe ich hier wieder zurückkommen. Und dann, die letzte Reise war, dass wir in Madras waren, sprich Chennai. Und dann haben wir mal eine Tour gemacht durchs Landesinnere und sind dann dort zuletzt in Goa gelandet, nachdem dass wir einige Sachen gesehen haben unterwegs. Und dieses Jahr ist es uns an und für sich nicht schlecht gegangen. Und dann haben wir gesagt, ja, wir kommen wieder an diesen Ort zurück. Es hat uns richtig gut gefallen hier. Und wir haben überlegt, wir bleiben einfach hier, weil es ein guter Platz ist, aber auch irgendwie um Kontakt mit den Leuten zu vertiefen, das sprich also mit der Urbevölkerung, also mit den Goanern, dass wir da ein bisschen Kontakt haben, weil wir reden beide Portugiesisch, nachdem dass wir zusammen 10 Jahre in Portugal gelebt haben. Und diesmal ist es uns gelungen, was relativ schwierig ist, weil es ist einfach eine verlorene Sprache hier in Goa, dass wir auch Kontakt zu Einheimischen finden können, die noch Portugiesisch reden. Es ist irgendwie zu einfach, irgendwie auf Mallorca oder auf Kanarischen zu gehen, weil ich suche nicht unbedingt einen Touristenraum, weil ich glaube, dort hätte ich weniger Möglichkeit, irgendwie auch mit den Einheimischen in Kontakt zu kommen und das zu vertiefen wirklich. Und ich glaube, da ist schon noch irgendeine echtere Mentalität drin. Wenn wir hier leben und was wir hier haben, haben wir das Gefühl, es ist schon fast ein zweites Zuhause für uns geworden. Schon nach dem zweiten Mal. Und ich denke, wir wollen auch wieder zurückkommen. Einmal